Annika Biedermann! Hallo zusammen! Hoi, ihr seht gut aus. Wow. Ja, ich wollte es euch gar nicht vorenthalten. Ich bin aus Zürich, aber ich hoffe, wir stehen da jetzt alle drüber. Auch gut. Nein, genau. Hey, wir sind am U22-Wettbewerb. Das heisst, alle, die mitmachen, sind so ähnlich alt wie sonst selten am Slam. Wir sind alle mehr oder weniger die gleiche Generation. Und darum heisst mein Text Generation rastlos. Und der geht so. Wir hustlen, als gäbe es keinen Morgen. Basteln Kartenhäuser aus unseren Sorgen. Von Reizen überflutet, fühlen wir uns geborgen. Wir sind Generation rastlos. Statt uns zu erden und verwurzeln, klettern wir jeden Ast hoch, hängen eher so dran und lassen manchmal fast los. Wir sind Generation rastlos. Wir machen stets mehreres zugleich, alles auf einmal, das fällt uns leicht. Wir geben alles und hoffen, dass das reicht. Wir sind meist jung, wenn man uns schon erklärt, eure Leistung definiert euren Wert. Internalisierter Kapitalismus. Was zu tun ist, muss gemacht sein. Da investieren wir nicht selten die ganze Nacht rein. Mehr ist mehr. Keine Zeit für Pausen. Im Kopf ein Ziel, keine Flausen. Nicht einmal, wenn wir fertig sind, hören wir auf, als hätten wir die Macht über uns selbst verkauft. Wir sind umringt von Problemen. Wir sehen sie überall, außer im System. Wir machen uns klein, um besser reinzupassen. Lassen uns darauf ein, statt es sein zu lassen. Ja, wir sind dabei, um ja nichts zu verpassen. Wir lesen Push-Benachrichtigungen mehrmals stündlich. Puls stets auf 150, wir wissen Bescheid über alles, aber über nichts so gründlich. Wir swipen und swipen durch die Selbstinszenierung fremder Menschen. Bloß nicht so lange verweilen, sonst verlieren wir die Attention. Wir fahren nie runter, höchstens in den Ruhezustand, haben unser Leben buchstäblich in der Hand, denn wir sind die Generation ohne Rast. Und sind wir mal nicht überall, haben wir was verpasst. Die ganze Welt steht uns offen. Wir können alles machen, brauchen nicht hoffen, doch genau dieses Privileg überfordert eine Generation, die sich nur ungern festlegt. Vor lauter Optionen fällt uns das Entscheiden schwer. Ja, wir vermeiden mehr, doing what we do best. Wir legen uns nicht fest. Wir tanzen auf jedem Fest und wir legen auf, bevor man uns verlässt. Ja, wir fühlen uns so frei und empfinden das als unser Glück. Aber nichts Ganzes, nichts Halbes, das macht uns verrückt, aber wir fühlen uns so frei. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob die Entscheidungen, die wir treffen, immer unsere eigenen sind. Ich meine, wer will denn schon, dass einem die ganze Welt offen steht? Wie das so läuft in unserer polarisierten Welt, hat sich auch auf diesen Trend eine Gegenbewegung aufgestellt. Statt immer schneller, schneller, jetzt sofort, Leistungsdruck, Konkurrenz und Neid, unterwerfen wir uns neuerdings der Achtsamkeit. Einatmen, ausatmen, sein, visualisieren, manifestieren, transformieren und liebes Publikum. Damit habe ich ein Problem. Auch ich meditiere ab und zu gerne. Man fühlt sich ganz danach, als wäre man raus aus dem Hamsterrad. Stattdessen profitieren die Konzerne. Mehr Resilienz und Effizienz statt Burnout. Damit die Wirtschaft wächst, wird Persönlichkeitswachstum Mittel zum Zweck. So bin ich zu dem Schluss gehüpft. Sogar Achtsamkeit ist eng mit Kapitalismus verknüpft. Wer sich allem bewusst ist, dann bitte auch dem. Achtsamkeit generiert Profit. Bei dieser Steigerungslogik macht nicht mal mehr Buddha mit. Und zudem lautet das Motto, nicht verzagen, meditieren. Statt Zustände zu hinterfragen, tun wir sie legitimieren. Schlüssel ist Akzeptanz. Und wenn, dann passen wir uns den Umständen an, anstatt sie zu verändern. Jegliches Gewissen quasi wegmeditieren würden wir gerne. Als wäre Achtsamkeit der Ablassbrief der Moderne. Wenn wir alles wahrnehmen, dann nehmen wir eben alles wahr außer Verantwortung. Und das ist politisch sehr problematisch. Wir sind statt dynamisch, statisch, ja, wir bleiben stehen. Beziehungsweise sitzen, im Lotussitz. Aber gesellschaftlichen Wandel vorantreiben, da passiert nichts, das ist eine Zumutung. Wir leben so sehr im Jetzt, dass wir es auf Kosten der Zukunft tun. Achtsamkeit kann helfen, mit Problemen umzugehen. Wirklich. Aber es löst sie nicht. Ist niemand mehr empört, wird auch niemand mehr gehört. Also lasst uns zwar in uns gehen,
aber mit dem Ziel, aus uns herauszukommen. Lasst uns achtsam sein, dann sind wir entspannter. Statt bei jedem den Verdacht zu hegen, bloß nach Macht zu streben, lasst uns Acht geben, aber vor allem aufeinander. Lasst uns nicht die Generation sein, die im Yogasitz Namaste flüstert und in der Geschichte verblasst. Schließlich sind wir die Generation ohne Rast. Lasst uns sichtbar sein. Das ist unverzichtbar und unmöglich allein, also lasst uns alle Chakras mobilisieren und uns solidarisieren. Lasst uns einander vertrauen. Lasst uns gemeinsam was bauen. Wir stehen auf, wir sind laut, wir sind die, die sich was trauen. Wir sind ein bisschen rastlos und ein bisschen achtsam zugleich. Das ist nicht leicht, aber wir haben es erkannt und nehmen es nun in die Hand. Also, runter mit dem Kartenhaus aus Sorgen. Wir mischen neu. Wir, die Generation von morgen. Danke fürs Zuhören.